Hey, Golden Marius, wie vrede dat je hier bent. We willen van de aanvang met niet luid. Dat redt van en don't wo we zijn en don't wat romans is. We willen zeggen in God, zodat we ons in God willen. Geschoten in de Nacht, nimm meine Freund nicht wahr. Deine Leuchte Fuß, sag ja sie Lord, tom ons halten en wie zullen Entscheidungen merken. Tom ons Frieden geben, wenn wir traurig sind. Und tom uns Frieden geben, Herr. Dankeschön für deinen Leib. Dankeschön für hier mit uns, Herr. Wir sind die Gott. Wir wollen die anbeten von uns Mars und bloß Todi singen, wo groß du bist, Herr. Nimm uns Preis an. Dankeschön, Herr, die uns Gott bist.
diese Werk ein Post, über die ganze Welt. Und wir können den Piloten im Jet nicht sein, aber wir glauben, aber er ist da. Wir weiten, er ist da. Und wir vertrauen, dass er was an sich hat dort hembringt. Dann fahren wir mit einem Zug mit und wir haben nach Nerven in der ersten Chor wem wir sein. Aber wir glauben, dass du als ein Kapitän bist, der den Zug wird tragweisen und wir wollen sicher du hinkommen. Gott hat all für ein paar tausend Jahre diese Welt in Kontrolle gehalten. Und wir wollten er erst durch, aber wir können ihm nicht sein. Aber wir können ihm vertrauen. Und ich glaube, von der an, wir können ihm vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn er erst durch und er hält es in Kontrolle, wenn wir ihm vertrauen. Ich kann Ihnen ein Duel sagen. Gott Marius, willkommen zu Lebenswasser. Das ist ein schöner Sinnacht, dass jetzt schein hier so sein. Mir freut mich, dass die alle hier so sind. Wenn hier ja sind, bloß willkommen hier, wenn du das erste Mal hier bist, bist 3 gekommen, willkommen hier. Ich wünsche, dass du die schmacklich feiern hier so und dass du können sehen erfahren hier von der uns Mars. Auch Dankeschön für all die, die uns online kicken dann. Bloß willkommen hier zu Kirk. Dankeschön für uns Leute in den Hüsten ankommen. Ich wünsche bloß, dass die wollen auch können Gott sein Sehen erfahren von der uns Mars. Hey, das ist die all weiten down, dass wir down mehr dieses Material, plot dieses Material merken. Und wir haben nie das Material reut, was wir wollen reut geben. Dort nennt sich der Blumengarten in den Verstand. So werden wir nur diesen Video kicken. Du essen wach für ein reinen Verstand. In ihr Lebensstil von Denken anfangen. Dort schleicht der Rütweiden in Gaudet Nansehen. Negative Gedanken, die bringen uns bei dem Punkt von Krankheit, sogar bei Nerventrubel. Positive Gedanken, die helfen uns gesünder zu sein und dass wir Gott loben und preisen können mit unseren Gedanken, mit unserer Form von Handeln. In 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5, finden wir, dass wir dürfen alle Gedanken festnehmen, in die unter den Gehorsam Christi stellen. Hey, das Material ist von Lili Fair, sei ist von Oasis und sei voll den Raub von Gott, dass sei das soll tun, sei jenken studiert und das Thema und sei kommen ans Studio nehmen und das Recording und wir wollen dort rechecken, sei wollen dort rechecken, dort mehr Menschen können ein klares Verstand haben, dass sie können frei werden, dass sie können recht denken. In dem Leben, die fehlt nicht ein Fleck von Sorgen, von Angst oder von Nerventrubel. Und das Material kann die helfen, um ein klares Verstand zu haben. So das ist für jeder einer, für Männer, für Frühes, für allem, hörst das wird mit einem Workbook kommen, du kannst ein Buch, das ihr in uns App raufholen, ganz im Sonst. Gut, dass man das Buch taubt um das zu studieren, und ich glaube, ich kann mehr rütteln noch mit dem Buch. Das wird rütteln, der 16. September, das ist nie Donnerstag, Klock 16 Uhr, dann kann ich dort in all unsere Social Medias finden, in uns App, du wirst das Buch sehen, um das ihr das raufholen. Leute das nicht vorbeigehen, ich glaube, wir wollen das alle horchen. Noch ein Ding, Pastor Jacob und Christy, sie fliegen von der uns Mars nach Dallas, sie fahren in eine Pastor School, sie fahren dort hin, um lernen, bloß besser die Dinge tun, bessere Pastors sein, als was sie nu all sind. Und das andere ist Pastor John, er soll hier von der uns sein, er will predigen von der uns, aber er fliegt nach Kanada, nach sein Nephew, sein Sobrino, sein Begräbnis, und wenn du in Stadt Mann kommt, du weißt, als er von der nicht hier will, bloß an unsere Pastors denken, wenn sie reisen, dann, dass sie können, was das hilft, kommen und dass sie können gesehen sein.
Hey, en ons vreet dat Daryl Keller hier zo is. Dat kwam zo uit, wie Pastor John niet hier zo is. Vroeger we Amos, hij would wel hier van der und predigen. Hij is een leraar voor leraars. En we gingen deze week als leraars van de kerk gingen we een workshop daar met hem voor 3 dagen. En dat we zeer veel weet. En hij is hier van der und hij wil ons de boodschap brengen. So, come on up. Waar we aan een handklotsch geven, dus hen afgaan. Ja, Marius, mij freut het zeer hier te zijn met jullie en dankzij Fernando, dankzij ook naar de andere pastores, Jacob en John voor het opnemen hier en Myron en anderen van de staf. Ik woon in Manitoba, Canada. Mijn vrouw Elaine, we hebben 4 kinderen en Schwiezen in New York. En zelfs mij heeft zich bevrijd. En ik schaf in Scope Leadership Development. En dort schaf ik in Geschäften, ook met kerken. En God heeft daarin opgemerkt in verschillende jaren en landen te schaffen. Aber ik reis van Canada, ik kom roots van Belize. Maar hier, en zoals Fernando dat zegt, dat kwam zo uit. Ik weer hier en kon met jullie zijn van de Marius. We gingen deze week over 3 dagen gingen we daar met de leiders en de staf hier in curso, wat we een leitung met vision. En we gingen daar welke dingen. Wat is de vision, wat God heeft voor ons als kerk, voor ieder ministerie. Wat is God zijn vision? En waar brengen we mensen doorom, dat zij dat verstaan? En dan waar vieren we dat uit? Dat is niet bloos om dat daar reden, maar dat doen. En zo we hadden zeer schijn tijd met dat. Mij freut het zeer, en dat wordt ik voets aan, dat je als gemeente, als de kerk, een zeer klare vision. En dat komt uit met God leven en mensen dienen. En je doen dat, daar geloven, mensen om geloven brengen, dat die wassen, dat zij dienen doen, en dat je alle taub buien doen. En wieder buien. En de mission, wat je dort, ik zag het op je website ook, dat zei je klaar. Te mensen leiden, te Jezus ganz nou volgen. En we zijn aangeroepen om jonge mensen. Dat is God zijn opgave voor ons, als een kerk. En daar zal we met schaffen. Ik Steven, Pastor Steven Wall, een klein beetje te leren. En ik weet, God heeft hem naar huis gebracht. Maar ik geloof veel van de vision wat God bewijst, is je nog. En dat je het weer. En ons opgave voor iedereen van ons is God gehoorzaam te zijn. En Jezus zei in Matthäus kapitel 16, zei hij, ik wil mijn gemeente bouwen. Dat is een promesse, wat Jezus zei. Ik wil mijn gemeente bouwen. Ik heb gelegenheid schaffen met veel kerken. En er zijn veel kerken, en bijzonder in Canada, we zijn nu ieder jaar gaan 400 kerken toe. 400 kerken wat ze de deren toe sluiten. En meeste van die zijn niet zeer evangelische. Er zijn mainstream kerken aan die. Maar de mensen worden älter en die brengen de jongere mensen niet met. Die houden dingen zoals ze eerst maar weer. En de frische mensen komen niet door. Maar Jezus zei ook in Matthäus 28 dat hij mij als alle geweld geeft im hemel ook op de aarde nu go en melkt jongen mank alle nationen. Jezus heeft ons aangeroepen jongen te melken. Mijn thema vandaag is laat Gott die Brucken. Sei nur die Nober, laat Gott die Brucken. Gott wil die Brucken. Gott heeft een plan voor die. Hij heeft een plan. Vielleicht hast du das ganz klar, vielleicht nicht. Aber Gott will die Brucken in seiner Arbeit. Mir denkt terug, wir wohnen nu in Canada, ich zie daar geboren, aber 12 Jahre wir in een Mission und wir waren meeste van de tijd wir in Bolivia. Wir wohnen in Santa Cruz, Bolivia.
Ich denke noch an den ersten Tag, was wir da ankamen in Bolivia. Wir kamen von Winnipeg, dat wir in Januar, 30 Grad kalt, mit einem dreht Wind. Schnee und Eis, und kroop op een plein ab. Lange Reis, wir waren meid, zwei kleine Kinder, eine Baby hadden we. Kamen wir in Santa Cruz, Bolivia an. Da wird es auch 31 Grad, aber warm. Und schwul. Kropen vom Plein darauf, und dat wir alle nie, alle sehr anders. So, wir deiden unsere Sachen im Truck an, und sie vierten uns an, der Stadt, und dat wir alle fremd, und heit, und stunk im Bett, oder direkt anders weins, und dat wir alle fremd, ne? Und kamen wir an bei das Haus, wo wir würden wohnen. Dort wir auch noch nicht alle uitgereiht, noch nicht. Dat wir alle nie. Aber wir waren Matratzen auf der Flur. Und so nahmen wir unsere Suitcases da an. Wir waren bloß meid, ganz meid. Und so, wir schleipen an als Familie. Unsere kleine Kinder auch. Ich schleipe und stout, wirke ich ab, check den Kram, wir nicht mein Bad, wo ich gewohnt war. Check den Kram und stell ich ab, sollte ich mir Hand auf die Suitcases, dachte ich mir so, Gott, was tun wir hier? Warum haben wir ja gesagt? Wir waren nach Rots Feierstunden und wir haben ab Feierjahr ja gesagt. Was tun wir hier? Und dat wir mes, dat kam über mich, dat wir ein Bett zu viel. Und ich fang an, ein Bett zu rohren. Sagt Gott, was ist dein Plan? Ich weiß, du hast uns geraubt. Elaine wacht ab, kann sie sein, dass Daryl, der dann thron ein klein Bett, und dann bleibst du dann, damit sie euch sein. Rot sie auch mit. Und taub fangen wir so an und dachten, was tun wir hier? Das wir ein Bett zu viel. Das Sprach, wie wir abends fangen wir an, mit Spanisch zu reden. Die Kultur wird ganz was anderes, die Wehr wird verschieden, das Haus wird anders und so wir viel mit anzufangen. Das wird nicht immer leicht, besonders am Anfang. Aber mit der Zeit wird es für unsere Kinder, dort wir tüß. Und manchmal, irgendwie dort der, und viel für uns, warum sind wir hier? So wir hier bleiben, so wir nach Hus. Und mit der Zeit sehen wir, wo ist Hus? Aber meine Frau und ich, Elaine und ich, jedes Mal, wenn wir Gott anbeten, sehen wir weiter, nee, das ist, wo wir wollen sein. Wir fuhren zurück nach Kanada spazieren, zwischen an, und mit Plons zurück, waren nach Bolivia, und die Arbeit wiederbringen. Und was Menschen früher, oh, ihr fuhren zurück? Die hat doch Schein da, ne? Sie sagt, das geht nicht immer Schein, aber Gott hat uns dort hingeraubt. Und wir wollen dort hin. Und wir wollen dort sein. Das wird uns dort hält in der Zeit. Und mit der Zeit vielleicht wie dort auch, weil wir feilen, wie Gott hat uns dort hingeraubt, Leiders abzubauen, und als die Zeit kommt, muss wir dann wieder dort sein können, die Arbeit wieder bringen. Kannst du das vielleicht andenken in einer Situation, wo du non stoppen willst, wo du sagst ja zum Gott dein, und vielleicht hast du dich selbst gefragt, warum habe ich ja gesagt? Was meint das nicht? Das ist zu groß, ich bin ganz nervös, ich weiß nicht, was ich tue, das ist sehr fremd, andere kennen das besser. Aber wir reden von Wort, was sehr dicht bei Gott sein Hort ist. Er hat so ein großes Leib für Menschen. Er will Jünger machen. Er raubt Menschen an. Und er will die brucken. Er will mich brucken. Jeder mit unseren Gaben. Und wir reden diese Weg in uns Kurs, so was wir da gingen, unsere Personalität auch. Wir sind verschieden, die Temperamente, einmal sagen, was wir haben. Und Gott will uns brucken. Und wenn du hier bist, wenn du uns Samaria, so du hörst noch das Mensage, und du die feilst, dort mit die esset nicht, die kostet nicht. Das ist vielleicht für andere, aber nicht für die. Ich will besonders nur die reden. Gott hat einen Plan für die. Gott
will die Brucken? Wo kann Gott die Brucken? Unsere Schrift steht, wo wir wollen anchecken, das 2. Timotheus, Kapitel 2. In 2. Timotheus, der Brief, was Paulus schreibt, Paulus wir den Apostel, und wir im Gefängnis, und das wir sein letzter Brief, was schreibt. Und schriftet besonders einen Brief geschrieben, nach junge Timotheus. Timotheus, wir viel jünger am, und Paulus steht am, viel lernen. Timotheus reist mit Paulus, taub, und in dit Brief, 2. Timotheus, Paulus, die Schrift, wat Instructions, Weisheit, wat Timotheus kann brauchen. Vielleicht kannst du daran denken, noch wem in dein Leben, wer die Rut jaft, wer die mithalten dat, wer die lernen dat, dass du weißt, wo du im Wandeln sollst. Und so, hier fängt Paulus an, Kapitel 2, Vers 1. Sagt Paulus, und du mein Sehen. Paulus ist ein Vater im Geistlichen, Spiritual Father für Timotheus. Mein Sehen, sie stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Das erste Ding, was Paulus will für Timotheus, ist sie stark in Jesus Christus. Nicht in mir, nicht in all die Weisheit oder alles, was du hast gelehrt. Sie stark durch die Gnade. Und in Paulus schreibt in der Zeit, wo der Kirche in der Zeit jingt durch mehrere Dinge. Da wir in Wasser, die schüben sehr unweiken. Man gute Weiken down. Dort wo Gott kann dichter nahe kommen. Und dann sagt Paulus uns viel Gnade. Das Gnade der Gott sein Gnade. Da wir andere in der Zeit, in der Kirche, die wollen sich möglich fühlen. Die wollen tun, was gut wird. Und nicht zu sehr anstrengen. Und in der Welt drum wir so. Und Paulus schrift ist ein Brief und sagt, hey, ich will dir was Instruktionen geben hier, wo die sollst Jesus nachfolgen. Und in einzigen Moment das leiden. Einzigen Moment der schwere Zeit gehen. Paulus will auch Timotheus lernen und sagen, du sollst nicht nur die selbst checken und in ihnen Kraft an sein. Du sollst nur Gott checken und sein Gnade annehmen. Vielleicht hört sich das sehr das von der schon da. Nicht? Uns fehlt dort auch. Uns fehlt stark sein in Jesus Christus. Sein Gnade annehmen. Und du kriegst es auch, wenn wir schwere Zeiten durchgehen im Leben, fehlt uns an Gott lehnen. In sein Gnade annehmen. Jesus der uns vergeben für unsere Sünden. Und sehnt uns, wenn wir siegen. Jesus sagt, sei klar, du willst nicht mehr, du willst mich nicht, ich habe die gewählt. Und ich habe die angeraubt. Und so kommen wir nun. Und vielleicht denkst du, hey, ich habe viele Dinge getan in meiner Lebenszeit. Welche Dinge habe ich keiner gesagt? Gott sein Gnade ist gratis aus der größten Sinn, was wir tun. Sein Gnade ist gratis aus unseren Fehlern. Und Paulus will das klar haben für Timotheus. Hier fängt es an. Ich wollte noch mehr sagen, sagt Paulus. Aber erst, du mein Sehen, sie stark durch die Gnade in Christus Jesus ist. Das fängt an, das ist die Message, was wir haben. Das Zweite, was Paulus sagt, und hier ist was sehr wichtig für uns aus dem Kirche, sagt, in was du, Paulus redet hier, was du, Timotheus, von mir, der viel ihrer Zeichnis gehört hast, dort vertreu drei Männer an, die im Stand auch andere zu lehren. So, was Paulus hier will lehren, ist das, wo wir sollen jünger machen. Okay, so Paulus heißt es der Vater noch Timotheus im Geistlichen, und jetzt ein bisschen eine Zeit. So Paulus redet hier, nicht? Paulus redet und sagt, Timotheus, was du von mir gelehrt hast, dort sollst du
vertrouwen naar 3 maanden. Dat zij dat aannemen, die was leren. En wat zullen die daarmee? De nächste generation leren. En Paulus geeft ons hier de idee dat het zal niet door abhören. Dat je het wieder. Wat vandaag dag. We zijn alle hier. Die is den Mensage, die gaat er nodig, als bij ons gekomen. En wie haben jo gesagt. En we zijn verantwoordelijk dat nog wieder te brengen. Dat is wat Paulus hier wil leren. En hij wil klaargaan dat Timotheus wordt het weten. Dit is Paulus zijn laatste brief. Weet niet als hij dat wist, niet? God wist dat. Zijn laatste brief. En hij wil klaar, weil dat Timotheus het klaar heeft, zo zal hij en wie dat wieder leren. In het eerste kapitel, in dezelfde brief, redt Paulus van Timotheus zijn grootmoeder, Lois. En dan de moeder, Unica. En dan heeft zij Timotheus geleerd. En zo zal het ook wieder in familie gaan, maar ook im Jeslem met de mensen ram ons. Wat dit allemaal meint, is China blijft hier buiten. Jede persoon wat Jezus navolgen deed, is aangeroopt dat wieder te brengen. En God wil die brukken. God wil mij brukken. In zijn grote genade wil hij iedereen van ons brukken. China blijft buiten. En vielleicht sagst du, nou, ik verstehe nicht te leren, Klaus oder Jeven oder Tjoing. Weißt du, was Paulus sagt? In 2 Timotheus Kapitel 3 sagt hij naar Timotheus, hey, du bist met mijn leer. Okay, so hij had geleerd. Mijn benemen, mijn streven, mijn glauben, mijn geduld, mijn lijf, mijn bestendigheid en de lieden die mij toegezet worden bekend. Hij zegt naar Timotheus, het is niet bloos wat ik geleerd heb. Mijn hempel, waar ik geleefd heb, dat hast du alle gezien. En dat, China blijft uit van dit. We leren niet bloos van ferns als dit, voor mensen reden. We leren, we kunnen anderen bewijzen waar we God navolgen. Anderen zijn dat, nee? Onze China zijn klok. Die zijn dat wat we doen. Einmal angst ontstaat. Nee? Oh, we dachten, die hadden dat niet zijn. Die zijn alles. Mensen ramen ons zijn klok. Die kunnen dat zijn wanneer we Jezus navolgen. Dat is niet dat we perfect zijn. We maken Fehler. Maar wanneer we gehoorzaam zijn naar God, wanneer we zijn genade navolgen, wanneer we arm proeven na te volgen. Mensen zijn dat wanneer we dat ook op ernst meinen. En zo, God wil iedereen van ons brukken, dat we anderen methelpen, dat we anderen leren doen. Wanneer je tjinger gaan, kleine tjinger, je weet wat het is. Bij ons houden we dat zo, onze tjingers die klein werden, willen die helpen tijdig waschen, abwaschen. Nee, laat als ze gratis werden, willen ze niet helemaal zo hier. Maar als ze klein werden, willen ze, so alleen worden een stoel daar bij een counter zaten en dan de tjinger dan op en dan ze daar maken water, dollar spelen als waschen. Dat zeep is alle, dat water wordt koud en dat tijdig komt eruit, niet helemaal rein. Maar in ihrer Meinung doen ze helpen. Dan waschen. Einmal muss sie alleen teruggaan, dat frisch waschen, want de dingen niet checken deiden. Zo vangt het aan, maar de oorzaak van dat is, vielleicht wanneer die 10 jaar oud zijn, 15, 25, die zullen dat zelfs weten, wat te doen. Nee? Die wordt niet gezegd. Die zijn groot en die zullen dat doen en dan zullen ze dat wieder leren en krijg zo je het im Jährlichen. Als we aanvangen in onze arbeid in Bolivia, zoals ik zei, we voeren aan voor de capacitatie de leiders, om leiders opbouwen. En dat de tjoiken, ik schaf met 14 tjoiken in een school, een seminario por extensión, dat we daar arbeiden
in Bolivia. Mijn opgave weer met de leiders te schaffen en op te bouwen, sterken, dat zij worden de arbeid wieder nemen. En ik denk aan de eerste reunion, de eerste meeting waar ik weer, met al de pastores. En jeder pastor geeft een beetje een vorme, een report, wat het deed in de kerk. En zijn we bij een pastor en hij deelt met dat we een zeer zware situatie in de kerk zijn in divorce en remarriage. En hij wist niet wat ze zullen doen daarmee. En dat is niet leicht, irgendwo. Okay, so hij reed daarvan en de wat de chairman van de meeting, hij tukst me aan en zei, Dario, du hast antwoorden. Ik zei, hermano Stefan, ik verstehe niet alles wat hij zegt, aber je han Gott zijn woord, je han den Heiligen Geist, en ik geloof, je verstaan beter de cultuur en de situatie als ik doe. Ik geloof, je zal dat. Ik word aan dat we niet de antwoord wat hij wil. Hij wil gaan, ik zal ja of nee zijn. En weer de pastor, hij wil daar met reden, dan checkten ze alle naar mij. Missionero Dario, wat willen we dan? Zei ik, ik kon het niet alle nou komen, de meeste, aber niet alles. Aber je han Gott zijn woord, je han het Heilige Geist, en je kennen jullie mensen beter als ik doe. En ik geloof, jemand die een entscheidung maken. Dat we niet de antwoord wat ze willen. Nou, reden ze om 10 minuten en dat is niet leicht. En zij zoals wie worden dat daar reden. Proben dat een tjengermank en alle soorten. Schließlich ze reden gauw en ik dacht, oh, sehr fijn. Worden ze dat in entscheidung maken. Zij reden erom en dan checken ze alle naar de missionero waren. Hermano Dario, ja oder nee? Hermanos, pastores, je haben Gott zijn woord, je haben den Heiligen Geist, je kennen de mensen, aber Gott beten für Weisheit, jemanden den Entscheidung machen. Dat wir nicht krijgen de rechte antwoord wat ze willen. Aber so ging onze Arbeit en ik wist dat ik weer niet alles zijn wat ze zullen doen. Gott wordt entwiesen. Die werden nicht am Anfang, dass sie mal werden. Die werden gut uitgeleerd en kennen de Schrift. En so nu müssen sie wieder wassen met dat. In Epheser kapitel 4 redt Paulus van waarom we leider zijn in de kerk. En wat een van de grootste opgaven zijn. In Epheser 4 vers 11 en 12 zegt het, seine Gaven wären diese. Gott seine Gaven wären diese. Dort hij eine als Apostel, eine als Propheten, eine als Evangelisten, eine als Hort en eine als Leiders aanstellen die. So Gott geeft die Gaven mank ons. In jeder gemeinde, in jeder kerk. Gott geeft die Gaven. En die zijn hier. Die zijn hier. En andere gaven, veel andere gaven, juist die gaven mank kunt. Dan zegt Paulus dit. Waarom? Dit deed hij. Waarom deed hij Gott dit? Om al Gott zijn Kinder zum Christendienst reid te maken. Gott geeft die gaven niet bloos dat die mensen dat van uitvoeren. Die zullen andere reid maken zum Christendienst uitvoeren. Dat we alle tjen dat arbeid doen. Wo der Christus zijn Körper, dat es in gemeinde gebuut wordt. Gott wil de gemeinde niet opbouwen, de kerk niet bloos opbouwen door gewisse mensen. We zijn alle aangeroopt voor dat. Want we hebben Christus aangenomen, dan hebben we de opgave ook de gemeinde opbouwen. Alle taub. Gott wil die Brucken. Gott wil die Brucken. Zijn nou die Nova, Gott wil die Brucken. Zijn drijven om andere Nova, Gott wil die ook Brucken. Iedereen van ons zijn geroopt. Vielleicht feilst du es ook velken, mir fällt sich das velken so dit. Ik weet niet als ik eruit zie. Aber dat kan ik niet. Dat kan de nächste veel beter. Waarom niet Jana en niet mij? Weet Timotheus,
Ik wil dit zijn, want we reden van de personaliteiten, okay, de temperamenten. Paulus was een sterke, confident. En hij deed dingen, hij weer brood met dingen wat hij deed. En dat schijnt zo, hij had veel confianza. Timotheus was niet graag zo. Paulus was alle cholerico, die stijl van dat reden. Timotheus gleef alle een S-stijl, oder flegmatisch. En Paulus schrift nog aan, kapitel 2, 2 Timotheus 1,7. Wil Gott geeft ons niet een geest die ons versom maakt, aber den geest van leven, kracht, zegt Paulus, en dat we ons zelfs beherrschen tjenen. Timotheus was zeer timido. Jetzt ik meestal zijn naam. En Paulus zegt hat nicht Angst. Dat Gott wird die Kraft geben. Zijn geest is van leven Kraft. Sagt Paulus ook nog Timotheus, Timotheus is veel jonger. Aber sagt Paulus, laat keinem op die afchecken doorheen, dat du nog jong bist. Krijg een oud wordt van Ella. Vielleicht nicht te oud, ook voor anderen. Sie voor de Gläubende een voorbeeld. Im Wort, im Wandel, im Leben, im im Glauben en in Reinheit. So hij zal een voorbeeld zijn. En dat jaft niet zo dat we te oud of te groot zijn. Te jong of te kort. Niet uitgeleerd genoeg. Vielleicht zei ze, ik heb zoveel fehler gemaakt, Gott kan mij niet brukken. Ik zie te blij, dat kan ik niemals aannemen. Ik kan niet. Ja, die kaas. Met Gott zijn kracht, van Gott die open deed. Gott wordt die kracht geven. Gott wordt die geven wat die fehlt. En wat du, zegt Paulus, van mij, der vele ihre Zeichnis gehiert hast, dort vertrouw mannen aan, die im Stand ook andere te leren. Dat zal wieder gaan. Mijn vriend Ruben Mercado starb van COVID 2,5 maanden terug. Hij was over 10 jaar hier in Mexico, in la Ciudad de Mexico. Was van een Tjaanam vielleicht, wie een evangelist van Bolivia. En dort wieder gov en het andere op wat Gott aangegeven hadden. Honderden, duizenden mensen nemen den Herrn aan, daar zijn arbeid. In campagnes, in radio en zo wieder. Ik denk aan een zware tijd wat ik daar ging en waar ik in twijfel was. En we taut met Ruben, hij krijgt mijn Ella. Zei dan naar mij, Dario, no vendas tu tiempo. Dou die tijd niet vergeten. No vendas tu tiempo. Dou die tijd uitnutzen wat Gott voor die heeft. En zo leeft Ruben. Maar de man. En velken zeiden, nou morgen waar we dat doen. Op het jaar, wanneer de kinderen groot zijn. Of wanneer de grootkinderen groot zijn. Nee, wanneer ik schuldig zie. Wanneer ik eerst bevrijd zie. Maar God wil ons nu brengen. En hij melkt ons rijden voor de nächste stap wat morgen zijn. En op een jaar en zo wieder. Maar hij roept ons gehoorzaam te zijn. Onder denk wat mijn vriend Ruben Mercado zei. En hij zei dat veel. Esta es nuestra generación. Dit is onze generation. We zijn verantwoordelijk wat we nu doen. Met onze kinderen, onze grootkinderen. De lied ram ons. We moeten eind naar Jezus brengen. Dat is ons opgave, ons aanroep. En die worden de nächste generatie. Dat wordt Gottes brengen. De Gouden Noorrecht brengen. Pero esta es nuestra generación. We moeten vandaan schaffen en dit waar we zijn. Denk vielleicht terug aan Moses in het Oude Testament. God had een vrouw verarmd.
als Moses hij stammert en zei, ik kan niet reden, wer sie jagt, oder ich so manch meine Menschen schaffen. So, en einmal sagt Gott, Moses, was hast du im Hand? Was hast du in deine Hand? En Gott fragt uns dort auch, ich habe die Worte in der Hand gelegt. Deine Gaven, deine Experienz, was du hast. Bruch dort, sie gehorsam mit dort. David, der Schubhut, Alte Testament, ging den Gigante an mit einem Schlang und 5 Steine. Das ist alles, was er hat. Das ist nicht professionell. Aber das, was Gott arm hat in der Hand gegeben, und er bruch dort. Als Jesus seine Jünger anrauben deed, besonders Petrus und Johannes, und in Markus 1, hij raubt die Jünger, die didn't fashion. Wir met de boot da, en in de naten, en zo'n stunken nog Fisch, aber hij raubt den an. Kommt mit mir, sagt Jesus, en ik wil je een checken. Dat is wat Jesus deed. Hij raubt ons an, dicht er nog aan, schickt er ons uit. Wer wären diese Jünger? Hij had verschiedene Jünger, und er had 12. En welche von diesen Jüngern, die werden nicht hoch utgeleerd. Besonders nicht Petrus und Johannes. Die werden nicht hoch utgeleerd. Die verschiedene Fashion. Stunken, noch Fisch. Und jedemol fuhren sie nach Fashion mit Jesus taub. Aber in Apostelgeschichte 4, 13, sagt das von Petrus und Johannes. Als sie sahen, wo mutig Petrus und Johannes wären, und dort sie Ausschuldige, geweinende Menschen wären, wunderten sie sich eben an. Dann wurden sie an, dort die wären mit Jesus taub gewesen. Das ist was wichtig ist. Dort wir mit Jesus sind. Auch wenn wir nicht utgeleerd sind, oder wir feilen uns nicht, dort wir alles tun, aber wenn wir mit Jesus wandeln, in Relation mit ihm haben, dann will Jesus uns brucken. Sei nur die Noberware. Lot Gott die Brucken. Lot Gott die Brucken. Gott will die brucken. Was von Person, was von Mensch, Frühmensch, Kind, Jugend, will Gott brucken, kann Gott brucken. Paulus gibt uns 3 Bilder hier, wo sich dort lädt, was ist ein trüher Mana? Was sind trühe Mana? Wo lädt sich dort? Wer sind? Gott sagt nicht, dass die sollen Professionelle sein, aber die sollen treu sein. Wir haben noch das erste Vorbild sein, und das ist ein Soldat. Okay, Paulus sagt noch Timotheus, sie als ein Soldat. Und er schreibt hier, so als ein guter Soldat für Christus Jesus, nimm so als ich den Port von Lieden ab die. Ein Soldat, der im Dienst beschäftigt ist, wird sich dort nicht nach Druck merken, für sein alldeutsches Leben zu sein. Dort er dem gefallen kann, der ihm angestellt hat. Was Paulus sagt, sie ist ein guter Soldat. Ein Soldat, der darf nicht absein für eine Vakation. Nee, auf eine Vakation, wo ein anderes Land hinfahren. Nee, ein Soldat weit, der merkt Reid zum Gera, zum Krieg. Und das wird schwer sein. Der Soldat muss andere Dinge auf sein. Die Dinge, was wird schein gehen, was wird makliger sein. Und der muss Reid sein, der muss gefokust sein, und was sein Kommandant raupen hat. Und wenn der Kommandant sagt, ran dort hin, der Soldat sagt nicht, wo naja? Ich? No, der ist reid, und der hart, und der rannt. Und sagt, okay, ich hart nur den, ich hart nicht nur den anderen. Dort ist ein guter Soldat. Paulus sagt auch, hier ist ein anderes Vorbild. Und dort ist ein Athlet, der wird in der Wad rennen, und der soll so nur die Regeln ran.
No shortcuts. Paulus sagt, so ist dort auch für dich. Die in der dran, wenn die sich nicht an die Regeln hauen, kriegen die nicht einen Preis. Wir ran alle in der Welt, nur der Preis, was Gott hat für uns. Und er ruft uns an, nur die Regeln ran. Dort so ausführen, was Gott verlangt von uns. Nicht die Distraktionen haben, die dran uns sind. Die sollen uns nicht von den Regeln, von der Wahrheit wegnehmen. Wir sollen ran. Kriegst es in Football. Ich weiß, hier in Mexiko, HFL, so kriegst es in alle Lateinamerika. Ein Spieler kann nicht auf einmal den Ball abpacken, abnehmen und ran oder den Goal und schmieden den dann an. No, das ist nicht erlaubt. Dann teilt es nicht. Das ist auch mit einem Faut. Nee, das sind die Regeln, was da sind. So ja klar da. Kriegst so, sagt Jesus, so ist das, will ich haben, dass du ran sollst. In einem Moment meint es schwere Zeit. Das meint nicht auf einmal einen Shortcut nehmen. Wir brauchen nicht so lang ran. Gott hat das getekent, wo lang unsere Wahrheit ist, wo lang wir ran sollen. Wir müssen ran und bleiben am Ran in der Zeit, was Jesus hat für jeder einen von uns. Das dritte Vorbild, was Paulus gibt hier, ist ein Former. Ein Former muss schwer schaffen. Der muss sehr schaffen. Und der muss die rechten Dinge tun, dass das Wort in Ernst sein. Ein Former, der schwer arbeitet, soll das erste Port von den Ernst kriegen. Wenn wir einen Ernst haben, wenn das soll Frucht sein, dann muss wir in der Arbeit bleiben. Einmal sagen wir, dass Frucht böse, andermal geht es länger. Aber Gott verlangt von uns, dass wir gehorsam sind, nach Gottes Anruf für uns. Dass wir dabei bleiben und lasst Gott das Frucht bringen, aber wir müssen gehorsam sein. Ich schaffte eine Zeit mit dem Pastor Severino, wie sie nahm, in Bolivia war. Und er schaffte in einer Gegend am Campo, dass wir 60 Kilometer von der Stadt, wo wir da wohnen. Und er kroop auf dem Bicycle ab und wurde da handpaddeln, jeder Weg in eng. 60 Kilometer hin, 60 zurück. Im Sand, im Blatt, da wird kein Highway dort, kein Pavimento. Und er bleibt dabei. Und er deed dort wellens. Ein Sonntag kam er zurück nach Santa Cruz und wir hatten dort taub in Studio, was wir deiden. Wir brauchten die Seeanbieter. Und so wir deiden in der Arbeit, bleiben wir im Studieren und in Meier zu lernen. Kommt da an ein Sonntag so was. Er lässt ganz meid, rot im Gesicht. Sagt der Mann Severino, ¿qué pasó? Und was ist es mit dir, Severino? Er sagt, ja, das wird ein starker Wind den Tag. Und mit all das Sand, wir ganz voll Sand, alle wehen. Aber er wird mutig dabei. Er bleibt am Schaffen. Und er wird ein Vorbild für mich. Und in der Gegend, wo er arbeitet, in der Kommunität, er fuhr Haus bei Haus. In jeder Haus wird auf eine Person, wenn nicht ganze Familie, dort den Herrn annehmen. Und wie er bleibt da an der Arbeit und nu der Tag warst wieder. In Form sein, bietet Arbeit bleiben. Wenn der Zeit ist am Sein, dann sehen wir. Wenn wir mit den Weiden placken, da pülen, dann da wir dort. Wenn wir Arndt machen bringen, dann da wir dort. Wir müssen an der Arbeit bleiben. Als Jünger von Jesus Christus, wir sind geraubt, wiederführen, wiederbringen, was wir gelehrt haben. Mir hat Schein im Bosch sein, Fashion, Jähren und so weiter. Und also in Bolivia, wir in Minische, dort sei ja im Bosch dort, im Jungle sein. Wir hatten einen Diakon in unserer Church, er sagte, er würde mich in den Jungle nehmen. Hewitt Jungle, das Pot von der Amazon River Basin, so zu sein. Und so fuhren wir dort hin. Und Rogelio nahm mich da näher
hier bei ihm und so wieder. Entschuldigung. Sorry. Moment. So nummer heel om je met. Hij zei, hier, check hier, op eenmaal zei hij, check daar boven. Hij monos, daar weer een open daar. Bij hem. Eenmaal daar weer wat loros. Parrots. Eenmaal zegt hij, kannst du rekken? No, sorrow. Ja, vast weer daar aan. Oh, okay. Over weer, zegt hij, oh, tigre. Een grote jaguar tracks daar. Dan had ik een beetje angst. Hij pas op, dit heet Palo de Diablo. Dat is vol kleine eimsjes. En veel jaft. Schiet er niet aan. Ik deed door wens. Ik proefde de schrank, zei ja. Ik denk we weer lang en weet je, hier hebben we water geschreven van deze boom en zo wieder. En schließlich zijn we daaruit. Ik ben gelukkig dat ik met Rogelio weer. Want die was met mij metkomen, naar Bolivia, daar een grote wildnis im jungle. Ik wil die wel echt metnemen. Ik wil die was het leren. Maar we wilden ook met Rogelio metgaan. Hij wil voorop gaan. Ik wil hem nog volgen. Die kan mij nog volgen. Ik kan die was het leren. Maar hij wil mij leren. En we worden de stad leren. Zo is het in Jezus leven. We blijven immer im leren van anderen. Maar we zijn ook verantwoordelijk anderen met te nemen. Anderen weer te leren ook. Mijn vrouw voor die is Werstin Paulus. Oder Paulina. Wer deed die leren? Van wem leerst du? Blijf daarbij. Zie daar uit. Daar leren zoveel als die kost. En dan de tweede vrouw is, wer is die Timotheus? Wer heeft God die gegeven? Kunnen die een familie zijn, die een vriend, die een arbeid en zo wieder. God heeft die ook aangeroopt. En te God zijn leven en zijn goede noodrecht te wijzen. Zij nou de nächsten, maar waar niet weet je wat je zal zijn. Laat Gott die Brucken. Laat Gott die Brucken. Himmlische Vater, dankzij dat we kunnen van de top komen. Dankzij voor die grote arbeid wat die is, mank ons. 13 woord, 13 Heiligen Geist, dat is de radung wat we hebben in Jezus Christus. Dankzij dat die ons aanroepen is. Dankzij dat we naar die hier, die heeft ons aangeroopt. En ik bid besonders voor die persoon, wat zegt hier, dat meint niets met mij. Ik zie niets, dat kan ik niet. Voordat dat een leer van zoten. Mocht die waarheid daar schijnen, God. Du wirst die persoon brokken. Du wirst jeder een van ons brokken. En du roept ons aan, gehoorzaam zijn met de gaven, met de personaliteit, wat du ons geschonken hast. Help ons, wanneer we van hier wieder gaan, van daar, dit metnemen en dit wiederbrengen, dat du ons brokken kannst. In Jezus' naam bid ik. Amen. Dankeschön, Daryl. Hier sind ein paar Bekanntmerkungen. Wir waren in Oktober und November war der Primärdo geschlossen haben, wann hier wer erst wird sich befrieren will, wird geplant sich zu befrieren. Wir waren in Frauen und in Absein bei den Informationsdash für die Klassen. Und dann werden wir auch den Oktober, den 3. hier in Tofas haben. Und die hast Jesus auch genommen, die hast die noch nicht luten taufen, dann würden wir die Mut merken, dass die taufen luten wirst. Sind die auch ab bei den Informationstaschen. Ich habe den 3. Oktober hier so in Tofas haben.
Und an jeder Sonntag, klock 10:30, habe ich hier so besiegt in der Klosterstufe eine Gebetszeit, wo wir bloß aus Quark beten und für verschiedene Themen zu sein. Ich lade ihn bloß alle an, kommt nächsten Sonntag für 10:30, du so für die Gebetszeit. Hey, wir sind dann eingekommen von diesem Service. Ich würde fragen, dass die abstehen. Hier fern wird ein Gebetsteam sein, wenn die dort an Gebet fehlen, wird immer dort erst in dein Leben, wo du sagst, die fehlt dort an Gebet, dort kann deine Arbeit sein, dort kann in deine Familie sein, deine Gesundheit oder in dein jährliches Leben. Und die fehlt dort an Gebet, kommt nur fern, sie sind hier so zum für die beten. Wie das dort, wünsche ich ihm bloß Gott sein Segen und einen guten Weg und sei uns die nächste Weg.